Hey, du hier. Rote Farbe. Ohne Pinsel kann ich nicht malen. Ein Pinsel. Gott. Ich hab keinen Pinsel. Das ist keine Hilfe. Eine Augenhöhle. Den kann ich da hinstellen und wieder wegnehmen. Ruinen, tote Wälder, ausgetrocknete Seen. Noris Welt ist völlig zerfallen. Von hier aus lässt sich geradewegs in die Gemächer der Königin schauen. In die Gemächer der Königin. Du sag mal. Oh, das ist gemütlich. Hier bleibe ich. Und jetzt träume ich von meinem oder von... Wie kann man nur so schnell einschlafen? Aha, das Augenwesen geht da hier. Jetzt muss ich das Auge nur noch öffnen. Es schläft. Kleines Äuglein, mach das Auge auf. Nein, ich... Hast du an meinen Geburtstag gedacht? Sieh mal, dein Geburtstagsfest. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mir von meinem Fest. Alle Gäste tanzen auf deinem Fest. Sie lachen und tanzen, dass ihre Gesichter hell strahlen. Das ist schön. Es gibt einen großen Rosinenkuchen, wie ein riesiger Maulwurfshügel mit Butterstreuseln. Ui, so groß? Ich liebe Rosinen. Da ist nichts weiter. Schade. Scheiße. Die Augen macht er nicht auf. Aber, wenn der da umschaut zur Königin. Und der hat doch gesagt, er steht auf Farben. Das hat da drüben muss irgendwas platzieren, oder? Was farbenprächtig ist. Scheiße, was tue ich jetzt? Jetzt gehen wir. Warte mal. Wie kriegen wir denn wieder den Winter her? Ist Winter? Schon geh. Halt aus. Ich wollte mal nach Rummert. Wie schaut denn aus? Im Norden was Neues? Nix Neues. Wie schaut denn aus im Osten? Oder vielleicht im Süden? Du, warte mal. Der Pfau hat der gemacht. Der Pfau, um Gottes Willen, was da passiert? Eine Pfauenfeder. Warte mal. Die könnte man doch als Pinsel hernehmen. Er hat's nicht mal gemerkt. So, jetzt muss ich wieder. Moment, wieder da rein. Das hat jetzt haben wir wieder Sommer. Und dann tigert die wieder noch rum. Muss ich das wieder aufmachen?
Und da will man dann wieder im Westen platzieren. Ja, durch hier. Geht ein bisschen schneller. Magic. Die rote Farbe. Ohne Pinsel kann ich nicht malen. Scheiße. Wie komme ich darauf? Gwynling würde sich die Haare raufen. Keine Zeit für Experimente. Pinsel. Wird doch nichts. Hm? Nein. Vielleicht. Nein. So, jetzt Hobby. Zwar die Feder, aber was bringt mir die? Ich habe den abnehmenden Mond erwischt. Hoffentlich kein böses Omen. Der abnehmende Mond. Oder muss ich? Warte mal. Mach ich mit um. Mir fällt dazu nichts ein. Da geht um nix. Die Stange. Mein Kopf ist leer. Mist. Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Die richtigen Farben. Bei dir du eine? So nicht. Aha, das ist ja. Und jetzt kann ich vielleicht, wenn ich Glück hab, die Statue einfangen. Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Scheiße. Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, Orange fehlt. Orange fehlt. Eine Treppe oder ein Regenbogen? Oder beides? Du bist halt aus. Hat die Farbe auch genommen? Schon, oder? Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett. Orange fehlt. So, jetzt fällt mir gerade noch Orange. Weiß ich gar nicht. Die rote Farbe da oben, ha? Dafür brauche ich allerdings wieder, warte mal. Die Kugel, die brauche ich unten. Eine Treppe? Nein, Mann, die brauche ich. Da muss der Farbstein unten sein. Gwynling würde sich die Haare raufen. Scheiße, Mond ist. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Ich bräuchte nämlich nur einen Pinsel.
Die Nase hat kein Interesse. Eine Feder. Bringt das was? Die Nase hat kein Interesse. Gwynling hat früher manchmal mit Honig gemalt. Ein Feder mit Honig. Wie schaut denn aus? Bleibt ihr sofort? Schau mal um mich. Orangene Farbe, da schau. Licht lässt sich nicht einfach überpinseln. Nicht einmal hier. Scheiße, was ist das wieder? Muss ich wieder oben? Das hat jetzt müssen die Statue da reinstellen, ha? Kann ich sein? So, die steht da drinnen. Und dann müssen die den Kristall lassen da, oder? Damit zum Battle wird. Seht das? Jawohl. Das hat jetzt hätte eine Statue in den Regenbogenfarben. Seht das? Jetzt habe ich eine regenbogenfarbene Statuette, aber die ist nicht annähernd lebensgroß. Oh Gott, das ist auch noch lebensgroß. Wenn du diese extra wischt. Also, warte mal. Da muss ich doch Das bringt nichts. das wieder ändern. Ich brauche dann den Sommer. Es werde Sommer. Und dann wie wird die Statue da rein, oder? Wird die dann groß? Oder noch kleiner? Schauen wir mal, was passiert. Von hier aus macht der Wasserfall die Statuette höchstens kleiner. Höchstens kleiner. Wie wird's denn größer? Unten eine. So schön. Die regenbogenfarbene Statue. Ist die jetzt groß? Aha. Ja, deine Song sieht gut an. So, jetzt brauche ich. Was brauche ich jetzt? Mal da oben, oder? Der Königin. Und die Statue habe ich. Und mit der Statue kann die dann die Aufmerksamkeit von dem Augenwesen erwecken. Wenn's mag. Du sag mal, du königliches Flittchen. Eure Majestät, Hat er die Aufgaben gelöst? eure Regenbogenstatue ist fertig. Nein. Wie prächtig. Nachthaar, er hat die Aufgabe gut bewältigt. Der Vogelmann, hat er die Gestalt eines großen schwarzen Vogels? Nein, doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Weshalb fragt der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Ja, gute Frau. Gerade Nebensächlichkeiten. Achte er unser Gesetz?
Die Statue. Seht ihr, da steht's. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Pass auf das Augenwesen. Das schaut da dumm. Da marschiert jetzt wieder dumm. Den kürzesten Weg. Vielleicht schaut's um. Es schläft. Sieh mal, dein Geburtstagsfest. Alle Gäste tanzen auf deinem Fest. Sie lachen und tanzen, dass ihre... Das ist schön. Es gibt einen großen Rosinenkuchen, wie ein riesiger Maulwurfshügel mit Butterstreuseln. Ui, so groß? Ich liebe Rosinen. Da ist nichts weiter. Schade. Scheiße. Jetzt müssen die. Wie schaut denn aus? Soll ich noch mal rein? Ich lasse es jetzt in Ruhe. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Unsinn. Ich weiß nicht. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das, der Seher war auch... Und warum hat er sich... Der Reif. Warte mal. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Eure Majestät, Hat er die Aufgaben Baby Quatschnick. Wie schaut denn aus mit dem Reif? was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst, diesmal sollte er es sich besser. Achte er unser Gesetz. Pass auf, das Augenwesen habe ich schon platziert, gell? Aber schau dich um. Das ist sie. Du, warte mal. Ein Stich in den Hintern, hilft es. Ich behalte das lieber. Na gut. Wird doch nichts. Wird doch nichts. Ruinen, tote Wälder. Norris Welt ist etwas zähflüssig, aber orange. Das ist genug Honig. Ja, die Frage. Wie bringt er denn dazu, dass er da rumschaut? Der Pfau. Zu weit weg. Vielleicht weiß der noch was. Pavauris? Ja, bitte? Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile. Aber es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt 3 Dinge. Erstens, Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schillernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens, ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Die Gesetzesmuscheln verbieten es. Dabei hat Okolunkulus diese Feste so geliebt. Scheiße. Dann störe ich nicht länger. Die Muschel. Können wir zerstören? Vielleicht geht ja was.
leicht zerbricht das nicht. Mir fällt dazu nichts ein. Gwynling würde sich die Haare raufen. Ach was. Die Muschel flüstert etwas. Fortan seien Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Ja, Burm, der will sagen, jetzt hängen wir wieder. Was sind das für Gesetze, die Gesetze, die uns vor der ewigen... Ja gut, gehen wir schon. Achte die Gesetze. Dann schau mal. Pfauenrad. Scheiße, irgendwas sieht man noch. Wie schaut denn aus? Muss im Winter sein. Ach so. Im Winter können wir nicht um mich. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Warum sollte ich? Das wird die Königin kaum als Auge durchgehen lassen. Ich zeige ihr lieber nicht, was ich gestohlen habe. Ja, und trat durch. Ja, pass auf, es muss auf jeden Fall, glaube ich, Sommer bleiben. Damit da was geht. Oder brauche ich... Warte mal. Achso, dann können wir den Mowi. Lea. Leuchtkristall. Jetzt wenn ich den nochmal tue, hat das keine Bedeutung, oder? Mit dem Leuchtkristall. Man, wird da nichts gehen, oder? Wie komme ich darauf? Der Raum ist offen. Vielleicht. Nein. Das bringt nichts. Scheiße. Und da rum, man, ich kann nichts platzieren, oder? Da ist umgeschaut. Ich glaube nicht. So, pass auf. Jetzt hält mir gerade noch das Augenwesen. Damit es mal umschaut. Das ist Luder. Ich schau noch mehr für. Du, wie schaut denn aus? Gibt dann was Neues? Es schläft. Die Geburtstagsfeier. Geht da was? Sieh mal, dein Geburtstagsfest. Da sind Musiker. Ihre Flöten glänzen und die Harfen schillern im Licht. Ui, so helle Musik. Das würde ich alles so gerne sehen. Dann öffne dein Auge. Dein Geburtstag wartet. Ja. So viel Licht und Butterstreusel lasse ich mir nicht entgehen. Ja. Wo ist denn mein Fest? Aber oi, diese Aussicht, dieses Licht.
Wie könnte ich jemals ohne all das leben? Nie wieder mache ich das Auge zu. Nie wieder. Na, Feck sei Dank. Feck sei Dank. Der Partykönig. Respekt. Pass auf, das Augenwesen schaut aus, gell? Wenigstens ein Wesen habe ich glücklich gemacht. Das hört jetzt auf zur Königin. Gute Frau, außer mit dem Schlüssel. Eure Majestät, Hat er die Aufgaben gelöst? seht aus dem Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Damit hat er 3-mal das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Ja, Baby. Er vermag zu verschwinden. Auf und davon. So, jetzt habe ich den Schlüssel zu den Traumgemächern. Mal schauen, was da hingeht. Oh Gott, das sind die Traumgemächer. Der Sumpf da. Pass auf, von da hinten bin ich gekommen, gell? Gibt irgendwas? Nicht, dass ich was verpasse. Schaut nichts aus. So, ein Tiger, die? Wohin? Ein Feentor. Aha. Da ist ein Sessel. Eine Riesenblume. Das Tor, ganz so wie in Noris Höhle. Geht da schon was? Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Nee, Mann. Nacht haben mich fort. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen, doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe.
Warum lässt mich das Tor nicht durch? Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkler Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte, die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Harfenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt, so auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären, wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Ja gut, bleibt dir nichts übrig. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Hey, eine Therapie. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. Die Splitter meiner Träume, aber bevor wir das machen, werden wir da eine Pause hauen. Hat der Haken, oh Gott, ja gut. Ich würde mal sagen, wir machen da eine Pause. Und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und Servus.